Ich habe eine Aufgabe mitgebracht. Für das bräuchte ich 2 Freiwillige, die sagen, sie sind schon fertig und würden mir diese Hängematte hier auf der Bühne aufhängen, sodass sie hält und ich am Schluss reinsitzen kann. Wer würde sich dieser Challenge stellen? Andrea, super. Und wer hilft Andrea? Huck? Ja, ihr dürft gleich loslegen. Ich habe einfach so lange Zeit, bis ich fertig bin. Aber ich hoffe, ihr braucht nicht so lange. Wir sehen dann am Schluss, ob es hält oder zusammenbricht. Ja, ich mache die ganze Aufgabe natürlich nicht leichter, oder? Aber das soll ja auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Das Thema heute, Ostern, Zeit zum Entspannen, haben Huck und Stefan in der Anmoderation schon so schön eingeführt. Wie oft haben wir doch an diesen Feiertagen ganz speziell irgendwie Stress und kommen nicht zur Ruhe. Wir sind getrieben, brennen all den Geschenken nach, die es noch irgendwie vorzubereiten gilt, haben viel zu tun. Ihr dürft diese nehmen, ja. Ich weiß nicht, woher die sind. Oh, Hilfe aus dem Publikum. Super. Und ich möchte das Ganze starten mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Der hat gesagt, man kann mit dem Leben mehr anfangen, als es nur immer schneller zu leben. Haben wir denn eigentlich wirklich Zeit zum Leben? Man kann mit dem Leben mehr anfangen, als es nur immer schneller zu leben. Haben wir Zeit für das Leben? Ich finde es krass, als ich mich für heute vorbereitet habe, wie ich gemerkt habe, dass wir doch sehr viel keine Zeit mehr haben. Heutzutage darf man ja eigentlich gar nicht mehr sagen, ich habe ganz viel Zeit. Das ist kein Problem, wir können das und das machen. Sondern es heißt immer, nein, ich habe gerade keine Zeit. Ich kann mir gerade keine Zeit nehmen. Ja, super, super, da entsteht was. Die haben sich Zeit genommen. Ich habe gerade keine Zeit und wenn man fragt, wie so die Wochenplanung aussieht, dann bleibt meistens sehr wenig Zeit übrig. Und irgendwie finde ich das noch interessant, darüber nachzudenken, woher kommt denn das eigentlich? Wenn man zurückdenkt, früher, alleine die Haushaltsaufgaben. Die Haushaltsaufgaben, früher hatte eine Frau keine Waschmaschine, keinen Geschirrspüler, keinen Staubsauger, musste das alles noch selbst managen und das hat doch unzählig viel mehr Zeit gebraucht. Im Durchschnitt hatte eine Familie nicht 1 bis 2 Kindern, sondern 5 bis 9 Kinder. Und auf dem Land waren es meist noch mehr. Das hat doch unglaublich viel Zeit gebraucht. Auch war es so, wenn man irgendwelche Arbeitsschritte im Alltag angehen wollte. Man wollte vielleicht einen Arbeitsvertrag abschließen in Zürich. Dann brauchte man mit dem Pferd, wenn es gut kam, ziemlich lange, bis man da angekommen ist. Heute nimmt man kurz das Telefon in die Hand und ruft an und sagt, so ist es, lass uns diesen Vertrag abschließen und dann ist das geregelt, vielleicht noch ein Fax. Es braucht einfach weniger Zeit. Auch wenn wir nach Amerika reisen, früher dauerte das mit dem Schiff 7 Tage, heute braucht das fast kein halber Tag mehr. Ungefähr 7 Stunden sind es. Und ich finde das schon eindrücklich. Obwohl ja heutzutage immer alles schneller geht, scheint es irgendwie so, dass wir doch weniger Zeit haben.
Woher kommt das? Und worin bleibt dann uns die Zeit für das Leben? Was mich auch dunkt, ist irgendwie so der Druck, der irgendwie immer mehr steigt. In Form von, ich habe mir letztes Jahr überlegt, wieso das ein Schweizer so regelmäßig und so viel den Rasen mäht. Weil meine Vermieter haben wieder gesagt, ich muss den Rasen mähen. Meine Eltern. Wieso macht das? Dann habe ich ChatGPT gefragt, wieso muss ich eigentlich den Rasen mähen? Und der oberste Punkt war sozialer Druck, damit du dein Image in der Nachbarschaft wahren kannst. Weil ein ungepflegter Garten schadet deinem sozialen Image. Einfach vielleicht das Tipp für dich. Mäh doch deinen Rasen regelmäßig, dann steigt auch dein Image. Nein, ich finde es spannend, dass sogar ChatGPT weiß, dass der Druck irgendwie von außen steigt. In einer Gesellschaft, in der wir doch schnelllebig unterwegs sein müssen. In der wir getrieben sind. Und so habe ich mir so ein paar Stichworte herausgenommen, die ich doch für die heutige Zeit sehr typisch finde. Diese Ruhelosigkeit, diese Schnelllebigkeit, immer alles muss schneller gehen, dieser Wunsch oder dieser Drang, besser gesagt, nach mehr, aber auch diese geistliche, physische, psychische und gesellschaftliche Leere. Das sind alles Punkte, die sich genau an so Orten messen lassen, wo wir uns fragen, zum Beispiel, wo ist denn die Zeit geblieben fürs Leben? Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir ein spannendes Thema, das auch mit diesen Punkten zu tun hat. Diese Punkte haben mit der Suche nach Heimat zu tun. Was viele nicht wissen, ist, dass wir Menschen eigentlich in dieser Welt sehr herumgetrieben sind. Eine grundlegende Unzufriedenheit haben in unserem Herzen, weil wir auf der Suche sind nach Heimat. Diese Heimat hat sich gelegt und ist gegründet in der Schöpfung, als Gott den Mensch schuf. Hat er den Mensch sich selbst zur Seite gestellt. An einem Ort, an dem Ruhe war und ein Ort des Shaloms, ein umfassender Friede. Wieso? Weil da Gott und Mensch zusammen gelebt haben. Und das wurde durchbrochen. Das wurde durchbrochen und die Menschen wurden geschickt in dieser Welt ruhelos auf der Suche nach dieser grundlegenden und grundgelegten Heimat, die eigentlich ins Herzen des Menschen gelegt ist. Wir stammen also alle aus einer Geschichte der Verbannung und der Sehnsucht nach Heimat. Wir wurden dazumals als Menschen entfremdet von Gott, von unserem wahren Ich, aber auch voneinander und von dieser Schöpfung. Weil dieser Grundzustand, zu Hause zu sein, in der Gegenwart Gottes, durchbrochen wurde. Wir möchten zusammen den Hebräer 13, 11 bis 16 lesen. Früher brachte der Hohepriester das Blut von Tieren als Opfer für die Sünden in das Heiligtum. Doch die Leiber der geopferten Tiere selbst wurden außerhalb des Lagers verbrannt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Lasst uns deshalb zu ihm hinausgehen vor das Lager und die Schande tragen, die er auf sich nahm. Denn diese Welt ist nicht unsere Heimat.
Wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Vergiss nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Ostern und Ostersonntag sind unter anderem der Ausdruck dieser Hoffnung, dass wir darauf vertrauen können, dass Gott uns wieder zu sich nehmen wird in unsere Heimat. Ostern ist als eine Art Antwort und ein Hoffnungsausdruck auf das Heil und die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und zeigt uns auch als Antwort, wie wir unsere Heimat wiederfinden werden. In Offenbarung 21, 3-4 steht: Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist unsere Hoffnung, weil das Geschehnis, das Kreuzesgeschehen von Ostern, genau uns das zeigt, dass Gott alles dafür tun wird, dass das wieder sein wird. Gott wird alles tun, dass wir zurück in seine Arme fallen können. Und genau dank dem Kreuzesgeschehen, dank dem Geschehen an Ostern, können wir darauf vertrauen, dass es so sein wird. Der Kirchenvater Augustus hat ein schönes Zitat und sagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, um Gott in dir. In unserer schnelllebigen Zeit, in unserer Ruhelosigkeit, in unserem Drang immer noch mehr, wünscht sich Gott auch, dass eine Art Heilung passieren kann. Eine Art Heilung, die er verspricht und die jetzt schon beginnen kann. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das Reich Gottes, das bereits angebrochen ist, kann für dich bereits jetzt auch wahr werden. Und so kommen wir zu dem Punkt, der dann das Thema der heutigen Predigt schön zum Ausdruck bringt, zum Punkt von Entspann dich. Ostern ist in diesem Sinne auch eine Einladung, dich zu entspannen und in Gottes Armen, in seiner Anwesenheit zu ruhen, weil es uns Hoffnung schenkt. Diese ganze Ruhelosigkeit, diese Schnelllebigkeit, und das sind ja hat alles auch ein bisschen positive Aspekte. Es ist ja unglaublich, was die Menschen immer wieder auch für gute Sachen bewegen in dieser Welt. Wie fortschrittlich sie unterwegs sind und was für gute Sachen sie sich investieren. Ich finde das wirklich eindrücklich, aufgrund, dass diese Menschen sich wirklich viel auch vornehmen und so Gutes bewirken auch in dieser Welt. Und trotzdem gibt es ja solche Zahlen, wie zum Beispiel, dass heutzutage etwa 17% der Menschheit erleiden einen Burnout, etwa 20% der Menschen erleben in ihrem Leben Depressionen. Und so diese psychische und aber auch physische Gesundheit, die irgendwie ein Stück weit unter diesen Punkten leidet. Eine innere Unzufriedenheit.
Ich habe diesen Satz gelesen, sich zur Zufriedenheit durchzuringen, es also auch mal gut sein zu lassen und nicht immer dem Mehr nachzujagen, ist eine Frage der persönlichen Entscheidung. Zu welcher Entscheidung ist die Frage. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Super schön. Wer wäre jetzt gerne da? So? Kann man schon mal machen, oder? Also, ich finde es ein schönes Bild, das uns auch wieder zeigt, wie wir doch uns immer wieder auch nach dieser Ruhe sehnen. Nach dieser Ruhe, wo wir entspannen können. Aber ich möchte da noch einen weiteren Punkt ansprechen. Einen weiteren Punkt. Die Hängematte hat da ihren Platz gefunden. Die hängt da so. Ich bin ja noch nicht fertig, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Meine Frage ist an dich. Die Hängematte als Ausdruck fürs Leben, wo du dich entspannen kannst. Wo hängst du sie auf? An welchen Grundpfeiler hängst du deine Hängematte des Lebens, wo du dich entspannen kannst? Viel merken wir, dass wir dazu neigen, diese Hängematte genau auf diesen Begriffen aufzuhängen. Indem wir versuchen, uns irgendwie Zeit zu nehmen in dieser Ruhelosigkeit, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Drang nach mehr oder auch in dieser Leere, die wir manchmal in unserem Herz verspüren, uns künstliche Oasen zu schaffen. Das ist ja sehr trendy heutzutage, wo man entspannen kann, möglichst weit nach Bali fliegen mit dem schönsten Strand. So schnell wie möglich aber natürlich. Und dort irgendwie zur Ruhe kommen. Oder so Insta-Reels gibt es ja zuhauf, wo man sich irgendwie seinen Campingstuhl irgendwo mitten in die Wildnis stellt und dort den trendigsten Kaffeeköcher dabei hat und sich seinen Kaffee kocht. Insta-Reel schießt und dann Fertigentspannung und wieder weiter geht's. An welchen Pfeilern hängst du deine Hängematte auf? Ich denke, genau darauf hat das Evangelium, die gute Nachricht der Bibel, eine Antwort. Und sie sagt, wir sollen uns diese Pfeiler nicht an diesen Sachen aufhängen, sondern diese Sachen werden durch das Evangelium, durch die Kraft Gottes, wenn wir unsere Hängematte bei Gott aufhängen, verändert. Die Ruhelosigkeit wird zur Ruhe. Die Schnelllebigkeit wird zur Nachhaltigkeit. Der Drang nach mehr wird kein Drang mehr, sondern es wird eine Freiheit, in der wir weiterhin Sachen bewegen können. Und die Leere wird ein tiefer innerer Friede. Die Ruhe verspricht uns Jesus in Matthäus 11, Vers 28, wo er sagte, Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Die Schnelllebigkeit wird zur Nachhaltigkeit in Form von, wir müssen nicht dauernd dem Glück und der Zufriedenheit nachjagen, sondern wir können sie aus der Kraft und Quelle von Gott schöpfen. Es wird ein tiefes Vertrauen
das besteht. Das hat nichts mit Umweltschutz oder so zu tun, nicht, dass ihr mich falsch versteht, sondern das hat damit zu tun, dass etwas nachhaltig wirkt. Nachhaltige innere Zufriedenheit. Dass man nicht immer muss vom Nächsten zum Nächsten hüpfen und sich immer wieder neue Sachen reinziehen und so, sondern dass man wirklich nachhaltige Zufriedenheit findet. So steht auch in Matthäus 6, Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Der Drang nach mehr, auch da versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, sich nach mehr zu sehnen. Sich wichtig, sich auch für Sachen, die einem auf dem Herzen irgendwie bewegen, in dieser Welt einzusetzen. Aber die Frage ist es ein Drang oder passiert es aus der Freiheit heraus, die Jesus Christus dir gibt und die er dir verspricht? So heißt es in Johannes 8, Vers 36, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und auch noch zum letzten Punkt. Die geistliche, psychische und physische und gesellschaftliche Lehre, die oft in uns herrscht, die ich persönlich für mich gut kannte, als ich als so 19-Jähriger irgendwie durchs Leben getrieben wurde, von Ort zu Ort und nicht genau wusste, was ich eigentlich wollte und wo ich stehen sollte und was gut für mich ist. Darin hat das Evangelium eine Antwort, weil es dir in dieser Lehre Fülle verspricht. Eine Fülle im Herzen, wo du merkst, darin ist genug. Aus dieser geistlich, psychisch, physischen, gesellschaftlichen Lehre wird ein tiefer Frieden. Ein Frieden, der du in dir trägst. In Johannes 14, Vers 27 steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden, und der Frieden, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Diese Punkte, das ist gute Nachricht. Gute Nachricht für dich ganz persönlich. Gott hat es verheißen und er verspricht es dir, dass du es in ihm erleben kannst. Und dank dem Kreuzesgeschehen, dank dem Ostergeschehen, wissen wir, dass es so ist, können wir darauf vertrauen und hoffen, dass es so sein wird, was jetzt noch nicht ist. Das sein wird, aber können wir auch jetzt schon große Teile davon erleben. Welcher Punkt von diesen 4 hat dich am meisten angesprochen? Wo findest du dich am meisten wieder? In der Ruhelosigkeit oder wo du merkst, du findest einfach keine Orte, wo du zur Ruhe kommen kannst? Oder in der Schnelllebigkeit, dass du immer wieder Neues und Neues musst und irgendwie nie richtig ankommst? Oder dass du einen grundsätzlichen Drang hast nach mehr und nie wirklich zufrieden sein kannst? Oder du eine Leere in dir wiederfindest, eine Sinnlosigkeit vielleicht auch? Hey, da möchte ich dich einladen, bei Jesus deine Hängematte aufzuhängen und zu entdecken, was er darin dir zu bieten hat. Seine Gegenwart zu suchen, darin, was jetzt schon möglich ist. Und zu entdecken, was er dir zeigen kann.
Jetzt müssen wir eigentlich das Hängematte noch ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst. Weil sie ist ja eigentlich nicht wirklich bei Jesus verankert. Aber fast. Fast. Aber ich probiere es doch aus. Ich glaube, meine Frau hat auch gesagt, sie sei grundsätzlich ein bisschen kaputt. Hey, super! Jetzt bin ich ein bisschen versteckt, aber es macht nichts. Ich möchte euch einladen, über die Osterzeit auch in Gottes Gegenwart mal zu verweilen. Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit und sprichst dein Gebet und versuchst darauf zu hören, wie Gott dir darin antworten will. Oder du gehst auf den Grund, was eigentlich deine Ruhelosigkeit oder deine Sehnsucht nach Heimat, wo sie zu finden ist, und versuchst zu entdecken, wie Gott dir darin eine Antwort schenken will. Musst du raus? Vielleicht nicht ganz so schnelllebig wie ich jetzt. Das wäre doch schön. Ich möchte zum Schluss beten. Jesus, ich danke dir für die Ruhe, für den Frieden, für die Nachhaltigkeit und für so vieles mehr, das du versprichst, dass du uns geben willst. Ich danke dir, dass wir uns dafür entscheiden können, indem wir uns aufmachen, diese Gegenwart zu suchen. Ich danke dir dafür, dass du da bist und wartest auf jeden Einzelnen, um ihm zu begegnen. Dass du so eine große Sehnsucht hast, genau das zu tun. Und ich danke dir, dass du alles dafür tun wirst und getan hast, dass wir eines Tages wieder bei dir in der Heimat, in deiner Gegenwart zu Hause sein können. Amen.